Hallo und herzlich willkommen zu einem Spiel, bei dem man überhaupt nicht weiß, wie das ausgehen wird. Beim letzten Aufeinandertreffen gab es ein Unentschieden. Was wird es heute geben, Sebastian? Ja, ich glaube, Tom, dass das auch heute wieder eine ganz schwere Frage sein wird. Die Mannschaften sind einfach zu ausgeglichen, das haben wir schon gesehen. Ich glaube, es wird um eine Nuance gehen, welche dann entscheidet, wer diese Partie gewinnt. Kein Problem für den Abwehrspieler nach diesem ungenauen Zuspiel. Schuss und er bleibt in der gegnerischen Abwehr hängen. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Weit nach vorne gepasst. Gute Abwehraktion. Das war ganz souverän gemacht. Und der Lohn dafür, den Ball zurückerobert. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampf und der knallt an die Latte. So, früh in der Partie gibt es einen Eckball. Und so muss es sein. Gute Faustabwehr, raus mit dem Ball aus dem Strafraum. Ja, das wird gefährlich. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. So, jetzt wird es gefährlich. Er flankt den Ball nach innen. So, sie haben mehrere Varianten drauf in puncto Eckbällen. Für welche entscheiden sie sich? Ja, warum nicht? Da war ganz nah dran am Torerfolg, aber der Ball geht dann doch noch knapp über die Querlatte. Klasse Einsatz bei dem Zweikampf. Keine Chance für den Gegenspieler. Schauen wir mal, was er aus dieser Situation macht. Und der Ball rauscht am Pfosten vorbei. Weit weg vom Tor. Ja, da gibt es ja überhaupt kein Durchkommen. Das ist die Chance. Ah, Latte. Ja, das hat er gut gesehen. Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Oh, der fliegt weit, der Ball. Sicher pariert vom Torhüter, keine Nachschusschance für den Gegner. Guter Abwurf vom Keeper. Das hat er gut gesehen. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt.
Achtung, viel zu leichtsinnig, viel zu leichtsinnig. Weg ist der Ball. Und so sieht ein Pass aus. Und in der Abwehr steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft. Oh, jetzt hat er den Ball verloren. So, jetzt Achtung, jetzt brennt's. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Los, schieß, Junge. Mit den Fingerspitzen war er noch dran, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Und was gibt's jetzt? Elfmeter. Ja, die Fans sind zwar sauer, aber die Entscheidung des Unparteiischen völlig in Ordnung. Er konzentriert sich noch mal kurz. Tor, ganz souverän, flach und platziert, keine Chance für den Torhüter. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Sowas nennt man eine kompakte Abwehr. Der Halbzeitstand hier 1:0. Also einen Aufreger hat es natürlich gegeben im ersten Durchgang. Das war der Elfmeter. Schauen wir mal, wie das Team damit umgeht im zweiten Durchgang. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Und daraus könnte was werden. Ja, ich glaube, das war schon richtig entschieden vom Schiedsrichtergespann, da auf Abseits zu erkennen. Der Schiedsrichter gibt nur Freistoß. Der Spieler ist verletzt. Aber es gibt noch nicht mal die gelbe Karte dafür. Aber dem Foul hat er sich doch verletzt. Warum gibt der Schiedsrichter da nicht die gelbe Karte? Völlig unverständlich. Starker Kopfball. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Der hat er nicht lange überlegen müssen. Das ist gelb. So, in Ballbesitz sind sie, aber jetzt muss natürlich gleich der nächste Pass kommen. Unglaublich, wie gut die da hinten stehen. Perfekte Disziplin, perfekte Organisation. Nicht schlecht. Gute Möglichkeit zum Flanken. Ja, und das können auf diese Entfernung gesehen nicht allzu viele. Großartiges Zuspiel. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler.
Ja, und jetzt spielen sie mit. Und da war er wieder auf dem Posten. Ja, wenn sie das Spiel hier gewinnen, dann können sie sich ausschließlich bei ihrem hervorragenden Torhüter heute bedanken. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da. Kann er die Möglichkeit nutzen? Da machen wir es kurz, einfach nicht zu überwinden, diese Abwehr. Ja, das wäre eigentlich mehr ein Klärungsversuch als ein gezieltes Zuspiel. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Ganz weiter Ball vom Keeper. Achtung, genau in den Lauf. Und gegen diese Abwehr eine Lücke zu finden, das ist verdammt schwierig. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Jetzt müsste die Flanke kommen. Ja, kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Tja, wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, warum über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Und der Torwart hat einfach ein gutes Stellungsspiel. Super gemacht. In der Hintermannschaft arbeiten sie als eine richtige Einheit. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Ja, ich glaube, da hätte er ohnehin keine Chance gehabt, aber er stand halt auch im Abseits. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich 2 frische Spieler in die Partie. Ja, dann bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig. Natürlich gibt das einen Freistoß. Also wie der hier in die Zweikämpfe geht, das ist schulmäßig. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, wer den Gegner so im Zweikampf trifft, darf sich über Gelb nicht beklagen. Oh, schon wieder gelb. Jetzt sollten sie aber langsam aufpassen. Und das ist ein gutes Stück, das da zum Torerfolg gefehlt hat. Völlig frei kann er sich da bewegen. Ja, und der Kopfball hat jetzt erstmal die Situation geklärt. So, Ausschluss vorbei. Das Spiel ist gewonnen und da kann man im Prinzip nur gratulieren.
So, das war doch eine spannende Partie. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei Ihnen. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Tschüss.